Auditorium. Und nun das wiederholt, so einen ganzen Monat lang, da fing ich an, während dieser Spaziergänge zu konzipieren. Und da habe ich eigentlich diese beiden Stoffe nebeneinander konzipiert. Ist das ein außergewöhnlicher Vorgang, dass Sie zwei Stücke gleichzeitig Nein, ich würde nicht sagen, schauen Sie, das ganze Arbeiten hängt jetzt zusammen. Und ich würde sagen, jedes Stück, das man schreibt, erzwingt fast ein Gegenstück. Zur Selbstkontrolle? Oder? Nein, es ist ein innerer dialektischer Vorgang. Nicht so habe ich, zum Beispiel Mississippi habe ich ganz bewusst gewisse Sätze aus Romulus zitiert, um zu zeigen, aus welchen Teilen des Romulus, also aus dieser Ehe heraus, Mississippi hervorgegangen ist. Und wenn ich heute wieder ein Ehestück schreibe, also da diesen Totentanz von Strindberg, so ist das auch eine, heute, ich würde fast sagen, eine amüsierte Form, mich einerseits mit meiner Vergangenheit, andererseits mit dem bürgerlichen Theaterstück auseinanderzusetzen, eine kritische Auseinandersetzung. Es hängt also alles zusammen. Und die Form, ein Stoff kann ja beginnen, nicht unbedingt, dass man glaubt, man schreibe ein Theaterstück. Also zum Beispiel Die alte Dame, da schrieb ich eine Novelle, die hieß Mond, Finsternis, Mondfinsternis hieß sie. Und das war ein Stück, ein Prosastück, ich habe einige Seiten davon, und das schildert, wie ein Auslandschweizer, also ein reich gewordener Auslandschweizer, in sein Heimatdorf, in ein Bergnest zurückkehrt und da mit seinem großen Buick durch Schnee fährt, er bleibt dann stecken und dann muss er weiter wandern und kommt endlich in das Nest, wo er seine Jugend verlebt hat, und gibt nun diesem Dorf eine große Summe unter Bedingung, dass sie den Mann töten, der ihm einmal das Mädchen ausgespannt hat. So, nicht? Das ist also eigentlich die Urgeschichte der alten Dame. Also auch hier, anstelle des Mannes ist dann eine Frau gekommen. Ja, wie geschieht diese Umwandlung? Woraus ergibt sich das? Diese Umwandlung, erstens geschieht das bei mir oft, dass ich mit Prosa anfange. Ich bleibe ja hauptsächlich in Prosa stecken. Ich bin eigentlich ein Sonntagsprosaist, wie es Sonntagsmaler gibt. Das heißt, ich beginne ständig mit Novellen und Romanen und die bleiben dann. Plötzlich kommt es mir vor, ich müsse jetzt anfangen zu stricken und das mag ich nicht. Ich habe also nicht die Ausdauer, die ein Prosaist haben muss. Also ich könnte nie 1000 Seiten schreiben, das wäre ganz undenkbar. Ich bin ein Mittelstreckenläufer, wenn Sie so wollen, ein Dramatiker. Ich halte ein Stück durch, aber nicht. Prosa, für mich ist in der Prosa zu viel Schilderung oder Dinge, die mich gar nicht interessieren, zu schreiben. Während das Drama für mich eine Form ist, wo ich nur schreiben muss, was ich eigentlich schreiben will. Herr Dollmatt, nun hat es ja Zeiten gegeben, wo man ein Drama begann, in dem der Autor sich erstmal eine These suchte. Sie lassen sich von Einfällen, von Schauen Sie, es Inspiration... sind gewisse Dramatiker, die das machen. Es sind gewisse Dramatiker, nicht? Es gibt selbstverständlich ein Drama ich würde sagen, von der These her, das ist klar. Ich bin nie ein solcher Dramatiker gewesen. Ich gehe immer von der Geschichte her, die ich dann durchdenke. Und die Thesen, die kommen dann mit der Geschichte. Also wollen Sie dennoch letztlich dann eine Moral auf der Bühne verkaufen? Ach, was heißt da verkaufen? Man will nie Moral verkaufen. Schauen Sie, ich glaube, alle Moral auf dem Theater ist nachträglich. Die macht man nachträglich. Es gibt keine Geschichte ohne Moral. Jede Geschichte, die Sie erfinden, hat eine Moral. Das heißt Moral. Moral hat eine Beziehung zum Menschen, zu der Gesellschaft. Es gibt kein Stück, das eben nicht auch gesellschaftskritisch ist. Das liegt im Wesen des Stücks. Es gibt gerade heute, nur noch kritisches Theater. Aber das Theater ist eine ganz eigenartige Form, eben gesellschaftskritisch zu sein, eine theatereigene Form. Und da geht man nicht von Thesen aus, sondern von Bühneneinfällen,
die dann eine ganz bestimmte gesellschaftskritische Aussage haben. Manchmal eine sehr überraschende, manchmal eine, die man eigentlich gar nicht sagen möchte, aber die es eben trotzdem sagt. Man muss sich auf die Geschichten verlassen können, man muss das wagen. Das ist das Wagnis des Dramatikers. Ohne das gibt es kein Wagnis. Aber ein Stück zu schreiben ist eben etwas, so wie ein Bildhauer etwas macht, das er nur in Stein ausdrücken kann, so kann man sich nur im Theater ausdrücken. Nun ja, Herr Dohrmatt, nur ist das natürlich eine Frage der Form. Sie sind in der Zwischenzeit auch ein Objekt der Doktoranden geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Doktorarbeit schon gibt, Dürrenmatts Dramaturgie, obwohl es natürlich eigentlich für jedes Stück eine andere Dramaturgie gibt. Aber wie pressen Sie dann diesen Einfall, diesen Stoff, diese Geschichte in eine Form? Es ist ja nicht nur eine Frage der Ökonomie für das Theater, sondern auch der literarischen Form. Ja, natürlich. Und das ist eigentlich dann die Hauptarbeit und die schwierigste Arbeit. Das ist einen Einfall haben, eine Vision haben, wie wir so schön sagen, das ist keine Kunst. Aber das dann umzusetzen, und nun kommen die Fragen eben, wie sieht das Theaterstück aus, welche Form hat es? Manchmal kann es auch direkt mit dem Ureinfall zusammenhängen. Also ich weiß zum Beispiel, als ich den Romulus schrieb, das ist ein Stück, das ich sehr schnell schrieb, und zwar aus einer Zwangslage heraus. Ich hatte damals ein großes Stück vernichtet, den Turmbau zu Babel, das wurde einfach so immens, und da machte ich einfach radikal Schluss. Das heißt, dass beim Turmbau von Babel warf es in den Ofen, sich herausstellte, dass Sie einfach diesen Stoff theatralisch nicht bewältigen. Er wurde zu groß, nicht? Und ich machte Schluss, und nun war ich da. Ist Ihnen das schon öfter passiert, dass Sie? Ach, das passiert einem immer wieder. Und dann in dieser radikalen Form, man macht dann vorher Schluss, also. Ich habe sehr viele Stücke begonnen und dann aufgehört, weil einerseits manchmal waren sie mir zu langweilig, andererseits waren sie mir zu, ich würde fast sagen, sie waren mir zu widerstandslos. Ich konnte sie zu gut schreiben, dann ist das auch, dann lasse ich es aus sein. Aber nun war ich da und hatte keinen Stoff, und das Theater war angesagt, ein Stück von mir. Das war 49, und da habe ich sehr schnell, indem ich las zufällig eine Novelle von Strindberg, irgendetwas über Attilas Tod, ich weiß nicht mehr, wie die Novelle hieß, und da ist der Schluss, kam diese Geschichte ganz mit einigen Zeilen von letzten Kaiser von Rom, Romulus, dass der pensioniert worden sei und so weiter, und da kam mir der ganze Einfall, und merkwürdigerweise, das geschah, indem ich Milch holte, damals, wir wohnten in einem kleinen Weinberg, Dorf. Und da kam mir alle Schlussakte, die 4 Schlussakte, kam mir sofort schlagartig in den Sinn. Da war schon die Form gegeben des 4-Aktes. Aber das geht natürlich nicht immer so leicht. Zum Beispiel bei der alten Dame, als ich das dann zu schreiben begann, stellte sich die Frage, wie soll ich das nun schreiben? Und da kam ich drauf, wie kommt man in eine Stadt, kam ich auf die Geschichte mit den Zügen. Und zwar fuhr ich auch täglich eine Strecke nach Bern, und das ist Neuchâtel-Bern ist so ein Zug, da gibt es keine Schnellzüge, der hält immer so einen kleinen Ort, und da kam ich auf diese Idee mit dem Beginn der alten Dame. Und das ist nicht nur ein zufälliger Einfall, sondern das bestimmteste Stück, denn ein Zug einfahren kann man ja nur improvisieren. Das heißt, das Stück ist auf Improvisation angelegt. Und wenn man das nicht macht, kann es sehr verhängnisvoll sein. Gerade ein sehr berühmter Regisseur, nämlich Strehler, hatte den unglücklichen Einfall in Mailand, wo er die alte Dame inszenierte, vor die Bühne eine Schiene zu legen, mit Drähten und allem. Da war eine naturalistische Schiene da, und das Resultat konnte nie ein Zug einfahren. Und es gab dann ungeheure Schwierigkeiten für Strehler. Er musste zum Beispiel den Schluss des 2. Teils als Traum spielen. Aus dem einfachen Grund, auf dieser Schiene konnte kein Zug kommen. Er konnte nicht improvisieren. Das ist direkt grotesk, dass es ausgerechnet Strehler passierte, der doch ein Meister der Improvisation ist, natürlich der scheinbaren Improvisation. Nun, wenn man ein Stück zu schreiben beginnt, und während man es schreibt, hat man eigentlich immer ein sehr merkwürdiges Erlebnis, und zwar
Folgendes. Zuerst ist man eigentlich sehr frei. Man kann tun und man kann Einfälle haben, man baut ein Stück auf, man hat das Gefühl einer schrankenlosen Willkür, man kann Personen erfinden und plötzlich geht das nicht mal, plötzlich ist das Stück etwas Eigenes, hat seine eigenen Gesetze, alle Gesetze, die man ihm selber gab und die muss man dann ausfüllen und dann ist man nicht mehr frei. Das ist das merkwürdige Erlebnis ich glaube, bei jedem künstlerischen Arbeiten, dass das Gefühl der Freiheit, das man zuerst hat, dann umschlägt in ein Gefühl, etwas notwendigerweise so oder so tun zu müssen. Aber wie ist das nun, wenn Sie Überarbeitungen haben aufgrund der Erfahrungen auf der Bühne? Könnte es nicht sein, dass Sie manchmal zurücknehmen, um diese Eigengesetzlichkeit des Stoffes wieder zurückzudämmen? Nein, ich glaube, die Änderungen auf der Bühne sind ja Änderungen an der Bühnenhandschrift. Das heißt, wie kommt etwas genau heraus? Aber es gibt Beispiele, wo Sie auch inhaltlich... Ja, das ist also zum Beispiel der letzte Akt von Romulus. Nun ist der letzte Akt von Romulus eine sehr merkwürdige Sache. Da gibt es also zwei ganz verschiedene Fassungen. Die erste und die zweite ist eigentlich eine sehr viel später von mir eingeführte Kritik an Romulus. Nicht? Also das ist die große Änderung. Das ist das hat mich auch sehr amüsiert. Das ist einer der liebsten Akte, der vierte Akt von Romulus, weil er den ganzen Romulus noch einmal widerspiegelt und eigentlich kritisiert. Das ist also was ich eben kritisches Theater nenne. Es ist, schauen Sie, und das hängt auch damit zusammen, dass ich immer sage, man kann nur Komödien schreiben. Das will ja sagen, wir schreiben heute bewusst Theater. Bei uns ist es eben immer bewusst, wir wissen, dass wir Theater machen, darum schreiben wir Komödie. Das ist ein Akt des Bewusstseins, Theater heute zu schreiben. Nicht? Und auch für das Publikum, wir sind ja heute nicht mehr im Theater so naiv, wie man früher ins Theater ging. Die Naivität des Theaterpublikums ist zum Beispiel optisch zerstört. Sie heute eine Schlacht auf dem Theater machen, Sie können eine große Pantomime oder so, aber nie können Sie zum Beispiel eine Schlacht so auf dem Theater bringen, wie Sie das im Film können. Der Film hat weitgehend die optische Naivität des Theaterpublikums zerstört. Das ist zum Beispiel, wenn wir heute einen Shakespeare machen wollen, ist das eine große Schwierigkeit in den Königsdramen, nicht? Oder, es hat sich sehr viel geändert. Wir machen heute bewusst Theater und nichts anderes als Theater. Theater ist nichts anderes als Theater. Gerade darum sage ich, wir machen Komödie. Ja, und die Konsequenz, Herr Dürrenmatt, ist ja nun Ihre Tätigkeit hier am Basler Stadttheater. Frage nur, verändert sich nicht die literarische Qualität? Erleidet sie nicht Einbuße im direkten Kontakt mit der Bühne, wenn Sie Ihre Stücke entwerfen? Ich glaube nicht. Erstens ist bei einem Theater zu sein, ist ein Stimulans. Das braucht man je länger, desto mehr. Zweitens kommt man auch in Druck. Man braucht zum Schreiben Druck und sei es nur Termin. Und drittens will ich ja hier nicht x-beliebiges Theater machen, sondern das eben ausprobieren, was ich gedacht habe über dieses Metier und was ich kann. Ich will die Stücke so darstellen, wie ich sie sehe und neue Stücke, wie ich sie sehe. Ich glaube nicht, dass sich das etwas verändert. Nur die Situation hat sich verändert, aber nicht das Schreiben an sich. Tja, dann kann ich mich nur noch für dieses Gespräch sehr herzlich bedanken, Herr Dürrenmatt. Dankeschön. Theater ist eine ganz eigenartige Form, eben gesellschaftskritisch zu sein, eine theatereigene Form. Und da geht man nicht von Thesen aus, sondern von Bühneneinfällen, die dann eine ganz bestimmte gesellschaftskritische Aussage haben. Manchmal eine sehr überraschende, manchmal eine, die man eigentlich gar nicht sagen möchte, aber die es eben trotzdem sagt. Man muss sich auf die Geschichten verlassen können, man muss das wagen. Das ist das Wagnis des Dramatikers. Ohne das gibt es kein Wagnis. Aber ein Stück zu schreiben ist eben etwas, so wie ein Bildhauer etwas macht, das er nur in Stein ausdrücken kann, so kann man sich nur im Theater ausdrücken.
Nun ja, Herr Dohrmatt, nur ist das natürlich eine Frage der Form. Sie sind in der Zwischenzeit auch ein Objekt der Doktoranden geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Doktorarbeit schon gibt, Dürrenmatts Dramaturgie, obwohl es natürlich eigentlich für jedes Stück eine andere Dramaturgie gibt. Aber wie pressen Sie dann diesen Einfall, diesen Stoff, diese Geschichte in eine Form? Ist ja nicht nur eine Frage der Ökonomie für das Theater, sondern auch der literarischen Form. Ja, natürlich, und das ist eigentlich dann die Hauptarbeit und die schwierigste Arbeit. Das ist einen Einfall haben, eine Vision haben, wie wir so schön sagen, das ist keine Kunst. Aber das dann umzusetzen, und nun kommen die Fragen eben, wie sieht das Theaterstück aus, welche Form hat es? Manchmal kann es auch direkt mit dem Ureinfall zusammenhängen. Also ich weiß zum Beispiel, als ich den Romulus schrieb, das ist ein Stück, das ich sehr schnell schrieb, und zwar aus einer Zwangslage heraus. Ich hatte damals ein großes Stück vernichtet, den Turmbau zu Babel, das wurde einfach so immens, und da machte ich einfach radikal Schluss. Das heißt, dass beim Turmbau von Babel warf es in den Ofen, sich herausstellte, dass Sie einfach diesen Stoff theatralisch nicht bewältigen. Er wurde zu groß, nicht? Und ich machte Schluss, und nun war ich da. Ist Ihnen das schon öfter passiert, dass Sie? Ach, das passiert einem immer wieder. Und dann in dieser radikalen Form, man macht dann vorher Schluss, also. Ich habe sehr viele Stücke begonnen und dann aufgehört, weil einerseits manchmal waren sie mir zu langweilig, andererseits waren sie mir zu, ich würde fast sagen, sie waren mir zu widerstandslos. Ich konnte sie zu gut schreiben, dann ist das auch, dann lasse ich es aus sein. Aber nun war ich da und hatte keinen Stoff, und das Theater war angesagt, ein Stück von mir. Das war 49, und da habe ich sehr schnell, indem ich las zufällig eine Novelle von Strindberg, irgendetwas über Attilas Tod, ich weiß nicht mehr, wie die Novelle hieß, und da ist der Schluss, kam diese Geschichte ganz mit einigen Zeilen. Der bleibt dann stecken, und dann muss er weiter wandern und kommt endlich in das Nest, wo er seine Jugend verlebt hat, und gibt nun diesem Dorf eine große Summe unter Bedingung, dass sie den Mann töten, der ihm einmal das Mädchen ausgespannt hat. So, nicht? Das ist also eigentlich die Urgeschichte der alten Dame. Also auch hier, anstelle des Mannes ist dann eine Frau gekommen. Ja, wie geschieht diese Umwandlung? Woraus ergibt sich das? Diese Umwandlung, erstens geschieht das bei mir oft, dass ich mit Prosa anfange. Ich bleibe ja hauptsächlich in Prosa stecken. Ich bin eigentlich ein Sonntagsprosaist, wie es Sonntagsmaler gibt. Das heißt, ich beginne ständig mit Novellen und Romanen, und die bleiben dann. Plötzlich kommt es mir vor, ich müsse jetzt anfangen zu stricken, und das mag ich nicht. Ich habe also nicht die Ausdauer, die ein Prosaist haben muss. Also ich könnte nie 1000 Seiten schreiben. Das wäre ganz undenkbar. Ich bin ein Mittelstreckenläufer, wenn Sie so wollen, ein Dramatiker. Ich halte ein Stück durch, aber nicht. Prosa für mich ist in der Prosa zu viel Schilderung oder Dinge, die mich gar nicht interessieren, zu schreiben. Während das Drama für mich eine Form ist, wo ich nur schreiben muss, was ich eigentlich schreiben will. Herr Dohrmatt, nun hat es ja Zeiten gegeben, wo man ein Drama begann, in dem der Autor sich erstmal eine These suchte. Sie lassen sich von Einfällen, von Schauen Sie, es Inspirationen... sind gewisse Dramatiker, die das machen. Es sind gewisse Dramatiker, nicht? Es gibt selbstverständlich ein Drama ich würde sagen, von der These her, das ist klar. Ich bin nie ein solcher Dramatiker gewesen. Ich gehe immer von der Geschichte her, die ich dann durchdenke. Und die Thesen, die kommen dann mit der Geschichte. Also wollen Sie dennoch letztlich dann eine Moral auf der Bühne verkaufen? Ach, was heißt da verkaufen? Man will nie Moral verkaufen. Schauen Sie, ich glaube, alle Moral auf dem Theater ist nachträglich. Die macht man nachträglich. Es gibt keine Geschichte ohne Moral. Jede Geschichte, die Sie erfinden, hat eine Moral. Das heißt Moral. Moral hat eine Beziehung zum Menschen, zu der Gesellschaft. Es gibt kein Stück, das eben nicht auch gesellschaftskritisch ist. Das liegt im Wesen des Stücks. Es gibt gerade heute, nur noch kritisches Theater. Aber das Theater ist eine ganz eigenartige Form, eben
gesellschaftskritisch zu sein, eine theatereigene Form. Und da geht man nicht von Thesen aus, sondern von Bühneneinfällen, die dann eine ganz bestimmte, zweiten Teils als Traum spielen. Aus der einfachen Grund, auf dieser Schiene konnte kein Zug kommen. Nicht, er konnte nicht improvisieren, das ist direkt grotesk, dass es ausgerechnet Strehler passierte, der doch ein Meister der Improvisation ist, natürlich der scheinbaren Improvisation. Nun, wenn man ein Stück zu schreiben beginnt und während man es schreibt, hat man eigentlich immer ein sehr merkwürdiges Erlebnis, und zwar folgendes: Zuerst ist man eigentlich sehr frei, man kann tun und man kann Einfälle haben, man baut ein Stück auf, man hat das Gefühl einer schrankenlosen Willkür, man kann Personen erfinden, und plötzlich geht das nicht mal, plötzlich ist das Stück etwas Eigenes, hat seine eigenen Gesetze, alle Gesetze, die man ihm selber gab, und die muss man dann ausfüllen. Und dann ist man nicht mehr frei. Das ist das merkwürdige Erlebnis ich glaube, bei jedem künstlerischen Arbeiten, dass das Gefühl der Freiheit, das man zuerst hat, dann umschlägt in ein Gefühl, etwas notwendigerweise so oder so tun zu müssen. Aber wie ist das nun, wenn Sie Überarbeitungen haben aufgrund der Erfahrungen auf der Bühne? Könnte es nicht sein, dass Sie manchmal zurücknehmen, um diese Eigengesetzlichkeit des Stoffes wieder zurückzudämmen? Nein, ich glaube, die Änderungen auf der Bühne sind ja Änderungen an der Bühnenhandschrift. Das heißt, wie kommt etwas genau heraus? Aber es gibt Beispiele, wo Sie auch inhaltlich... Ja, das ist also zum Beispiel der letzte Akt von Romulus. Nun ist der letzte Akt von Romulus eine sehr merkwürdige Sache. Da gibt es also zwei ganz verschiedene Fassungen. Die erste und die zweite ist eigentlich eine sehr viel später von mir eingeführte Kritik an Romulus. Nicht? Also das ist die große Änderung. Das ist das hat mich auch sehr amüsiert. Das ist einer der liebsten Akte, der vierte Akt von Romulus, weil er den ganzen Romulus noch einmal widerspiegelt und eigentlich kritisiert. Das ist also was ich eben kritisches Theater nenne. Es ist, schauen Sie, und das hängt auch damit zusammen, dass ich immer sage, man kann nur Komödien schreiben. Das will ja sagen, wir schreiben heute bewusst Theater. Bei uns ist es eben immer bewusst, wir wissen, dass wir Theater machen, darum schreiben wir Komödie. Das ist ein Akt des Bewusstseins, Theater heute zu schreiben. Nicht? Und auch für das Publikum, wir sind ja heute nicht mehr im Theater so naiv, wie man früher ins Theater ging. Ich eine Strecke nach Bern, und das ist Neuchâtel-Bern ist so ein Zug, da gibt es keine Schnellzüge, der hält immer so einen kleinen Ort, und da kam ich auf diese Idee mit dem Beginn der alten Dame. Und das ist nicht nur ein zufälliger Einfall, sondern das bestimmteste Stück, denn ein Zug einfahren kann man ja nur improvisieren. Das heißt, das Stück ist auf Improvisation angelegt. Und wenn man das nicht macht, kann es sehr verhängnisvoll sein. Gerade ein sehr berühmter Regisseur, nämlich Strehler, hatte den unglücklichen Einfall in Mailand, wo er die alte Dame inszenierte, vor die Bühne eine Schiene zu legen, mit Drähten und allem. Da war eine naturalistische Schiene da, und das Resultat konnte nie ein Zug einfahren. Und es gab dann ungeheure Schwierigkeiten für Strehler. Er musste zum Beispiel den Schluss des zweiten Teils als Traum spielen. Aus der einfachen Grund, auf dieser Schiene konnte kein Zug kommen. Nicht, er konnte nicht improvisieren, das ist direkt grotesk, dass es ausgerechnet Strehler passierte, der doch ein Meister der Improvisation ist, natürlich der scheinbaren Improvisation. Nun, wenn man ein Stück zu schreiben beginnt und während man es schreibt, hat man eigentlich immer ein sehr merkwürdiges Erlebnis, und zwar folgendes: Zuerst ist man eigentlich sehr frei, man kann tun und man kann Einfälle haben, man
man baut ein Stück auf, man hat das Gefühl einer schrankenlosen Willkür, man kann Personen erfinden und plötzlich geht das nicht mal, plötzlich ist das Stück etwas Eigenes, hat seine eigenen Gesetze, alle Gesetze, die man ihm selber gab und die muss man dann ausfüllen und dann ist man nicht mehr frei. Das ist das merkwürdige Erlebnis ich glaube, bei jedem künstlerischen Arbeiten, dass das Gefühl der Freiheit, das man zuerst hat, dann umschlägt in ein Gefühl, etwas notwendigerweise so oder so tun zu müssen. Aber wie ist das nun, wenn Sie Überarbeitungen haben aufgrund der Erfahrungen auf der Bühne? Könnte es nicht sein, dass Sie manchmal zurücknehmen, um diese Eigengesetzlichkeit des Stoffes wieder zurückzudämmen? Nein, ich glaube, die Änderungen auf der Bühne sind ja Änderungen an der Bühnenhandschrift. Das heißt, wie kommt etwas genau heraus? Aber es gibt Beispiele, wo Sie auch inhaltlich... Ja, das ist also zum Beispiel der letzte Akt von Romulus. Nun ist der letzte Akt von Romulus eine sehr merkwürdige Sache. Da gibt es also zwei ganz verschiedene Fassungen. Die erste und die zweite ist eigentlich eine sehr viel später